Die Israeliten haben in Persien gelebt, als kleines Volk unter dem König Xerxes. Der hat eine neue Königin gesucht. Es sind verschiedene Frauen an den Königshof gekommen, damit der Xerxes eine aussuchen kann. Unter diesen Frauen war auch die Esther. Ihr müsst mal hören, was die Esther für eine Frau ist. Es ist eine wunderschöne, junge Frau, eine Israelitin. Ihr Onkel ist der Mordechai. Die Esther lebt bei ihrem Onkel, weil ihre Eltern nicht mehr leben. Der Mordechai und die Esther lieben Gott von ganzem Herzen. Unter ganz vielen Frauen am Königshof hat der Xerxes ausgerechnet die Esther ausgewählt. Oh, die Frauen sind alle wunderschön. Aber dort, die Esther, die ist noch 1000-mal schöner als alle anderen. Das ist ganz eine besondere Frau. Esther, dir setze nicht die Königinnenkrone auf. Du sollst die neue Königin sein. So ist das gegangen. Und Esther ist an den Hof vom König gekommen als neue Königin. Es hat aber jemanden gegeben, der die Esther und vor allem auch ihren Onkel, den Mordechai, nicht so gerne hatte. Der Haman. Er war nicht so nett und hat vor allem die Israeliten gar nicht gerne gehabt. Am liebsten wollte er, dass alle Israeliten oder Mordechai sterben müssen. Darum hat er einen Tag ausgelost und bestimmt, wo alle Israeliten sterben sollen. Das hat er in Briefen geschrieben. Die Briefe hat er im ganzen Land verteilt. Der Mordechai hat so einen Brief gelesen. Er ist zur Esther an den Königshof gegangen und hat mit ihr geredet. Esther, du musst unbedingt mit dem König reden. Der Haman will alle Leute aus unserem Volk töten. Wenn du jetzt nichts unternimmst, dann muss unser ganzes Volk sterben. Aber Mordechai, ich kann nicht einfach so zum König, ohne dass er mich ruft. Wenn man zum König geht, ohne dass er einem hat gerufen, dann kann der König das mit dem Tod bestrafen. Das heisst, ich könnte sterben. Und der König hat mich schon seit 30 Tagen nicht mehr zu sich gerufen. Ausser, wenn der König mir sein goldiges Zepter entgegenstreckt. Dann darf ich weiterleben. Ja, Esther, das mag ja alles stimmen. Aber glaube ja nicht, dass du dein Leben kannst retten, nur weil du am Königspalast wohnst. Lass, wenn du jetzt nichts machst, für dein Volk zu retten, dann wird jemand anderes den Israeliten helfen. Und wer weiss, vielleicht bist du ja gerade wegen dieser Situation Königin geworden, damit du die Israeliten retten kannst. Ja, was hätte jetzt Esther machen sollen? Es war wirklich eine gefährliche Situation, einfach so zum König zu gehen. Wenn er das Zepter nicht entgegenstreckt, dann muss Esther sterben. Das Zepter, das ist ein Stab aus wertvollem Metall, reich verziert mit Edelsteinen. Es ist ein Königsstab und der König darf damit regieren. Die Esther hat nicht gewusst, wie der Xerxes wird reagieren. Hast du auch schon mal ganz grosse Angst gehabt? Vielleicht hast du manchmal Angst, vor jemandem Grossem zu reden, weil du ihn vielleicht nicht so gut kennst oder ein bisschen scheu bist. Oder wenn du jemandem Sorry sagen musst und nicht weisst, wie das die Person reagiert. Jeder Mensch hat Angst, auch die Erwachsenen. Das gehört zum Leben. Aber gleich darfst du mutig sein. Gott ist an deiner Seite und schenkt dir immer wieder Mut. Auch Esther war mutig. Hört mal, was sie am Mordechai hat gesagt. Also gut, Mordechai. Ich gehe zum König. Wenn er mich am Leben lässt, dann ist es gut. Und wenn ich sterben muss, dann soll es halt so sein. Aber weisst was? Bitte sag meinem Volk, sie sollen beten für mich. Und ich selber will auch beten, bevor ich zum König gehe. So hat es Esther gemacht. Nach 3 Tagen beten ist sie zum König gegangen. Und tatsächlich, Gott hat Freude am Mut von Esther. Er hat dafür gesorgt, dass der König liebevoll reagiert. Der Xerxes hat ihr sein Zepter entgegengestreckt und hat sie gefragt: Meine liebe Esther, was hast du auf dem Herz? Was kann ich für dich tun? Ich will dir alles geben
auch wenn das die Hälfte von meinem Königreich ist. Xerxes, mein König, ich habe schon etwas auf dem Herz. Komm doch morgen Abend mit deinem Diener, dem Haman, zu mir zu Nacht essen. Dann will ich dir dann sagen, wie du mir helfen kannst. Beim ersten Znacht hat Esther noch nichts gesagt. Sie hat einfach den König und den Haman noch ein zweites Mal zu sich eingeladen. Beim zweiten Znacht hat Esther am König alles erzählt. König, ich bitte dich, rette mir und meinem Volk das Leben. Man hat sich gegen uns verschworen. Man will uns ausrotten. Niemand von uns soll am Leben bleiben. Was? Wer wagt, so etwas zu machen? Wo ist der Verbrecher? Hier neben dir am Tisch ist er, der Haman. Der König hat Esther gut verstanden. Er hat Freude gehabt, dass sie zu ihm mit ihrem Anliegen und so mutig war. Er hat den Haman mit seinem bösen Plan sofort gestoppt. Und er hat im ganzen Land ausrichten, dass sich die Israeliten an dem Tag, wo der Haman bestimmt hat, dürfen wehren. Und Gott hat dafür gesorgt, dass er Esther, am Mordechai und allen anderen Israeliten nichts passiert ist. Viele Leute aus diesem Land haben gesehen, wie mächtig dass der Gott von Esther und von Mordechai ist und haben auch angefangen, an diesen Gott zu glauben.